Lynn? Kali? Schön, dass du mit mir am Studio bist, haut auf diesem wunderschönen Sommertag tatsächlich. Und wie das Sommertag so ist, gehen viele Kleidungsstücke von den Leuten mit kurz und revealen etwas, über was wir heute schwatzen. Nämlich die Haut von den Leuten an hier. Tattooen. Yes. Das hier ist Maybe Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Ja, Kali, was sind dann deine Tattoo? Was tust du als drüber zu erzählen? Meine Tattooen sind ein relativen Sammelsurium, nenne ich mal. Von ganz vielen unterschiedlichen Tattooen auf unterschiedliche Plätze und unterschiedliche Farben. Die meisten sind relativ klein tatsächlich und sind da ich weiß es gar nicht, so 13 oder so. Ja, weil so, wenn ihr das am Short und am T-Shirt gesehen, also mehr sind da 3 Stück abgefallen. Ah. Direkt, und dann zählst du davon 13. die anderen gesagt nicht. Ja, schon Feier bei den Phaser bei den Feesten, natürlich die, wenn ich zuschauen, gesagt ist sowieso nicht. Und ja, verschiedene sind noch in der Menge Schacht verstopft. Und du, Lynn, hast du Tattooen? Ja, schon da 3 Stück, aber siehst. Wenn ihr gut guckt, gesagt ihr auch normalerweise von Short und T-Shirt unhun. Schön, sie noch nicht gesehen. Ja, also schon da 3 Stück. Ein jetzt ein Fußhannen, ein Bein und ein ganz kleinen Arm, den man ganz viel bedeutet. Den Bein bedeutet auch immens viel, ja. Schon mal Leute über hier Tattoo geschwärzt. Und die meisten Leute haben mir automatisch, ohne dass ich gefragt habe, von ihrem ersten Tattoo erzählt. Auch wo ich sie nur den Grund gefragt habe, für was sie Tattooen haben. Wer ist bei dir an deinem ersten Tattoo? Das war ganz spontan. Ich war danach an der Schule, am Metier. Und da bin ich mein Freund bei einem Tätowierer aus sich gegangen. Das heißt, ich sollte bei ihr gehen und dann ging ich ihm Schmatt holen. Ich war gerade umgegangen, ein Tattoo im Fuß zu kriegen. Und da war hier fertig und da guckte mich. Und da sagten so, ja, was du da drin? Und ja, ich war ziemlich fragt von der Schule und ich war so, okay, was machen wir dann? Und ich hatte ihm erzählt, dass ich unbedingt will den Tattoo von Zelda haben. Cool. Weil das mein Childhood-Spiel und ich liebe nicht einfach was alles. Und ja, du hättest mir dann so den Tag also ich wollte mir solche kleinen Rubin tätowieren lassen. Und der hat gerade stand den Tag, ganz spontan. Ich war nicht drauf bereit. Ah, mega cool. Das war mein erstes Tattoo sozusagen, ja. Und hast du denn noch bereit? Überhaupt nicht, nee, gar nicht. Hier nutze ich die selbst noch machen gelassen an einer anderen Farbe, weil hier hat auch die Idee flott fand und ja. Das ist aber ziemlich romantisch, sie dann auch immer zusammen. Ja. Am September gleich seit 9 Jahren. Wow. Nice. Das ist nämlich mega witzig, weil mit einer Freundin, mit der ich geschwärzt habe, bin so ein bisschen über Gründe für Tattoo geschwärzt und hat gegen sich niemals ein Partner oder Partnerin ein Tattoo mit einem machen lassen. Das wäre für heute den absoluten No-Go. Und ich muss sagen, ich schon ein Tattoo zusammen mit einer ganz guter Freundin, wo man wirklich dieselben haben auch. Und ich schon ein Tattoo, den meine Ex-Freundin mal gestochen hat. Das ist ein kleiner Lynn. Lynn kann Lynn gesehen. Die sitzt du leider nicht. So Stick and Poke. Ich gesehen, Lynn. Die Heinz so ein bisschen mich auch an eine Nachbarin hat. Das war auch relativ intensiv, die Beziehung. Und hat auch auf jeden Fall Spuren los. Und da ich fand, dass die Symbolik immer ganz gut gepasst hat. Voilà, und du gesagt ja schon, wie die Leute so unterschiedlich approchen haben, was sie sich gegen tätowieren lassen, aber was sie sich gegen niemals tätowieren lassen. Ja, also verstehe ich effektiv. Also wo ich mit ihm zusammengekommen bin, hatte ich auch nie gedacht, dass sie das ging machen. Und den Tattoo gilt für mich auch nicht wirklich als Partner-Tattoo. Wir haben also für 2 Jahre ein Partner-Tattoo machen gelassen, bei einem Mittelaltermat. Auch Stick and Poke, ja, für 7 Jahre sich. Und dass die nordische Ruhen für läuft. Oh, mega schön. War das dein zweiten oder dein dritten Tattoo? Mein zweiten. War das dann den Bein? Nee, das ist den Arm. Ganz klein. Und ich wollte sich neidisch auf der machen, aber
die bedeutet mir so viel, dass ich schon aber gerne will gucken die ganzen Zeit. Also sobald ich gesehen habe, ich mal so, ja, den habe ich mal mit Team do und do machen gelost. Und ja, die Erfahrung war ziemlich flott, war auch für dich, wo ich Stick and Poke gemacht hat. Ja, das ist schon ein bisschen ernst, wie wenn man mit einer Maschine das möchte. Also dauert mir lang, das ist irgendwie so einen anderen Prozess auch an so. Definitiv, ja. Und war auch einfach, die Location war auch flott, weil man jemals auf Mittelaltermarkt gehen und hat einfach so gut bei ihnen gepasst alles. Das ist eine ganz schöne Erinnerung, ja. Wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, was ich für Gründe auch habe, für Tattoos zu machen, ist tatsächlich viel der Erinnerung. Viel, dass ich mich will an eine Person oder einen Platz erinnern oder Gefühl oder auch eine Haltung, die irgendwie wichtig für mich ist. Wenn jetzt mal nur mit dem Tattoo geht, mir ich würde aber am allermeisten mit dem Prozess zu dienen von wie ein gemacht auf. Also wenn ich irgendwie das Gefühl hat, die Person mit der ich auf der Platz wo ich tätowiert gesehen, Tätowierer oder Tätowiererin, mit der sie nicht gut eins gehen, wir hatten ein gutes Gespräch, es war eine schöne Atmosphäre, es war irgendwie eine Begegnung auch einfach mit der anderen Person und der ich mich gerne erinnere, habe ich Tattoo auch viel lieber. Also wenn ich irgendwie so persönlichen und emotionalen Bezug habe. Zum Beispiel hat eine Freundin mal Stick and Poke auf der Kusch bei ihnen daheim gemäht. Und sogar wenn ich den Tattoo lobe, man denke, boah, das hat nicht müsste sein. Also aber trotzdem schön, den Moment zu haben. Oder wenn ich heimzugehen, ich auch so randomly an ein Studio und habe eine Idee oder will mit einem anderen zusammen irgendetwas machen. Aber wenn ich dann noch rausgehe und ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich den Tätowierer oder Tätowiererin für drin nicht kann tun, es hat nicht so ganz gepasst. Mir kenne ich auch, dass eine Freundin von mir nennt das Tattoo Blues, da noch viel mehr groß ist. Ja. Also weißt du, so, dass ich mir denke, hat er müsste sehen und gefällt mir aber nicht so, oder das kann irgendwie anders sehen oder so. Also. Ja, es müssen sich viel mehr Gedanken darüber. Das ist nicht so, ich gucke den Tattoo und ich sehe den, ja, das war genau die richtige Entscheidung. Das ist wirklich so, nee, was habe ich da gemacht? Ja. Kennst du das Gefühl? Ich muss ehrlich sagen, nee. Wie schön. Die 3 Tattoos, die schon, also, nicht den Diamant von Zelda, das war ja mehr spontan mit die anderen 2. Das war wirklich etwas, was lang durch meinen Kopf gegangen ist. Also, wie gesagt, wo ganz viel Bedeutung für mich hat. Und dafür bis jetzt noch nicht. Schon Gefühl an darüber hat man ja schon kurz für drüber geschwärzt. Es ging so roughly 2 unterschiedliche Approchen zu Tattooen. Einerseits die Leute, die sich für drin etwas überlegen und so eine Bedeutung dran legen. Und andererseits die Leute, die echt dafür das Motiv machen oder die schäfern. Und ich denke, es gibt viele Leute, die mixen. Also schon beides, schon sowohl Tattooen, wo ich mal jahrelang überleuchten das will, wie auch etwas, wo ich für drin das an einem Buch von der Tätowiererin gesehen und gesagt, das mache ich mal da. Hast du da auch Erfahrungen? Ja, also ich bin da ganz anders extrem wie mein Freund. Mein Freund ist kein Spiel so zu 90% wirklich voll tätowiert. Er ist auch Hals, Fangerin, bis auf Bein, Face, wirklich alles voll. Und ja, wo ich halt mit ihm zusammengekommen bin, für bald 9 Jahre hatten halt noch nicht viel. Die Texte waren aber noch mehr jung, auch mehr spontan und allem. Und da war es relativ schnell gegangen mit Tattoo. So, ja, das gefällt mir, das mache ich. Das gefällt mir, das mache ich. Also es war wirklich teilweise so extrem, dass er 2 bis 3 Tattoo in den Mond gemäht hat. Und ja, hier so dann, ja, bis ich stressig sie will ich wirklich 100% alle Flecken von meinem Körper voll haben. Hat nicht geklappt. Und dann am Februar 30 gehen und ihm fehlen also nicht noch so pur Platzen, wo in einer Woche sehe, der Moment hatte wirklich gar keine Lust drauf. Also schon die letzten 4 Jahre wollte nicht mehr. Mir ist süß, letztes Jahr nach ein Tattoo zusammen gemäht. Von unserem Hund, den leider verstorben ist im April. Und wir hatten die Idee aber letztes Jahr schon, da war mein Hund auch noch da. Und weil sein Name war Miso. Und da ist die Idee gekommen, dass wir hier noch eine Miso-Schüssel setzen als Tattoo. Oh, wie schön. Ja, das hat wir dann letztes Jahr für das Jubiläum wollte machen. Seiner ist schon fertig, meiner nicht. Weil hier nicht die 6 Stunden wirklich hardcore durchgezogen, bis es fertig war, ich meine das nicht. Und ja, das ist das so ein bisschen bei ihm komplett unterschiedlich, aber größtenteils hat er wirklich nicht tief evaluiert, was er da will. Dann also da Woche nicht, dass er es ging bereuen. Ich hatte schon heute mal nur gefreut, weil ich dann noch
verschiedene Tattoo nicht mega schön von ihm. Mehr so, da war so, ja, nee, ich brauche aber nicht, mein Körper ist farbig und das was ich wollte. Und da sind ich halt ganz anders extrem. Ich gucke, dass ich wie, egal ob welchem Level, aber eine kleine Verbindung zu dem Tattoo haben. Wie zu meinem Zelda-Tattoo, wie mit meinem Home-Tattoo. Und ja, und das geht auch so weiter, denke ich, bei mir. Ah, schön. Witzigerweise geht mein nächstes Tattoo auch zu Bezug mit meinem Hund, der für einen Moment gestorben ist. Und wenn er sich gelöscht hat und hat lang Haar, hat er ausgesehen wie ein Teppich. Du weinst lustig mal ein Teppich dabei. Oh. Ich freue mich schon mega dran. Das ist aber immens schön, ja. Also ich bin wirklich froh, dass ich mal den Tattoo machen gelassen habe, weil also wir sind drei Stöße, die am Januar gewohnt gehen, dass ich nicht mehr krank war, und wo man halt ich hatte Konturen schon von ihm und du wusstest mir das noch nicht. Das heißt, war wirklich ein Tattoo für ihn, weil hier einfach den Hund war. Wir hatten auch 7 Jahre bei uns. Und das war wirklich so, zu den Anfang speziell Verbindung mit seinem ja. Und da bin ich immens froh, dass ich gemäht habe, weil er halt leider nicht mehr da ist. Und schon aber noch immer bei mir. Und das fand ich immens schön. Das ist mega schön. Ja, ich verstehe das mega gut. War auch 15 Jahre mein Begleiter. Ah, frag, ja. Ja, du gesagt schon, kann wie ein Tattoo mit einem Mensch zusammen oder für einen Mensch genauso ein großes emotionales Gefühl haben, wie wenn ein Tattoo findet. Ja, und das fand ich immer immens schön, das zu sehen. Ja, ich fand noch. Aber hast du dann noch vielleicht Gründe, wieso ein sich ein Tattoo will machen? Ja, also viele Sachen, die man schon gesucht haben, also für so zum Beispiel Sachen zu verschaffen oder einen gewissen Stimmung für seinem Leben anzufangen gerade oder gewisse wichtige Momente oder so. Und auch weil man über so emotionale Verbindung geschwart haben, mit verschiedenen Leuten, wo ich geschwart habe, die noch gezählt, dass es so Verbindung zu einer größeren Subkultur ist. Zum Beispiel ein Kollege von mir, den an der Hardcore-Szene ist, dem er gezählt hat, dass du das Handy Oldschool-Tattooen hat, also so Tattooen, die echt da mehr farbig sehen, mit dicke Linien und so, wo auch relativ viel von den Motiven immer rumkommen, dass es für ihn mega schön ist, wenn er da Konzert geht oder so, dass du andere Leute begegnet, die ähnliche Motive haben, mit denen hin sich dann irgendwie verbunden spielt oder mit denen hin sich dann darüber innerhalt, und auch, dass wenn ihn die Tattoo guckt für sich, dass ihn so komisch, nur so beschrieben, so ein ganz schön ein komisches Gefühl von so Sicherheit oder Angebundenheit spielt oder Verbundenheit irgendwie. Okay. Und das fand ich auch mega schön. Und da habe ich auch mit ein paar anderen Leuten darüber geschwärzt. Mittlerweile ist die bald mehr normal Tattooen so wie kein zu haben, oder? Habe ich das Gefühl. Für verschiedene Leute nicht gängig mengen. Aber lo an der Generation, wo mehr lo sehen, mengen ich aber ziemlich, ja, du siehst mich aber ziemlich sicher. Ja, du hast mal evaluiert, also, weil früher war das ja wirklich so ein so krassen Ausdruck von einer Subkultur oder du gehörst zu einer gewissen Gruppe von Leuten, der was irgendwie mehr. Bisschen mehr rebellisch. So, ja. An Alternative oder irgendwie so. Ja, dadurch, dass so Tattooen irgendwie so Mainstream gesehen, freue ich mich auch, ob was von einer Verlust geht, auch vielleicht oder so. Oder eine Freundin, die gesagt hat, am Anfang hat er ein ambivalent Verhältnis zu seinen Tattooen, weil er das Gefühl hat, weil bald jederin sich Tattooen möchte, dass er sich irgendwie nicht will outen, als hat möchte er auch, hat er doch so an dem Mainstream dran oder so, weißt du? Also ich weiß nicht, also ja schon ein bisschen Mainstream in dem Sinn, weil du wirklich Südkorea seht, auch Mama du von der Touch, Mama ein Tattoo. Natürlich ging ich mal so an der Generation nicht wirklich mit gut. Ich fand das aber auch flott, weil Tattoo viel mehr akzeptiert gehen. Wieso? Also es lebt den nicht mehr als voll tätowiert Person durch Gage dann teier die Sachen oder hat gesagt in Leute, wie ich den guckt an ich weiß nicht, es begehen den mehr Leute, die wirklich interessiert sind oder die so, hey, du siehst mega cool aus, man denkt Tattoo und schon mega flott, wie da sie lobt Stücken, da sehen sie, ja, aber das hat du dafür Scheiß oder du wirst du sicher bereuen, wenn du mir albers. Ja, also ich persönlich fand, da war immens flott, dass mehr Leute da sind, die sich so mal
sich trauen halt Tattoos machen an die doch mehr weisen definitiv. Du musst daran denken, dass du gesagt hast, dein Freund ist relativ voll tätowiert. Was sind dann so deine Erfahrungen, wenn du mit Team unterwegs bist oder so auch Sachen, die hinterzählt oder so? Komplett unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Also mir hatte schon ganz krass Fall, dass sie wirklich beguckt Kinder, wirklich gesagt Kinder, ja, wie gesagt du dann, also, du kannst du nicht machen, du bist sicher drogenaufhängig, alkoholaufhängig, du hast sicher gut kein Arbeit. Hier, als so heroische Mensch, hier bleibt wirklich ganz chill und sagt so, doch, ich schaffe schon seit so vielen Jahren durch schon einen festen Platz. Oder ignoriert den einfach. Und, weil den her das schon immens lang und meistens von mir dann zu zwei NRW sind, mir können nicht recht das Blick auf von den Leuten und hier praktisch gar nicht mehr. Aber da sind aber auch schon, wenn wir auf ein Konzert waren oder in einer anderen Stadt, gerade in Deutschland, kommen ja auch mit jungen Leuten weißt du so, hey Mann, du siehst voll cool aus oder so. Weil hier nicht unbedingt gerne, wenn fremde Leute auf den Tür kommen und dann so dann sieht dann immer so, okay, merci oder Dankeschön und wieso. Und dann hast du dann immer ein bisschen wie so, okay, Mist, das los sein. Aber ich fand immer immens cool, wenn die Leute wirklich so froh bin durchkommen und wirklich so und so, du siehst cool aus am Platz, so, ey, du siehst scheiße aus. Und dann ging ich noch so, wenn du findest, sieht scheiße aus, da guck einfach wasch, wenn du das nicht flott findest. Oder ich weiß es nicht. Also, wir hatten einen Extremfall schon, aber von gut bis base. Und hauptfroh ist einfach, wo meinem Bob könnt dann doch eins, wie mein Freund kennengelernt hat, so, ja, du hast einen festen Platz, wie wenn das, wenn du dich verlierst, mit den Tattoo kriegst du keinen neu. Und da sieht hier so, doch, werde ich, weil ich gut schaffe. Ja, ja. Das ist mega krass, wie die Stereotypen noch immer so an unserer Gesellschaft aufrechterhalten gehen. Und das erinnert mich auch mega an so Diskriminierung, so Lookism, also Diskriminierung aufgrund von Ausgesehen oder Fatshaming, Bodyshaming, Ageism, also Diskriminierung aufgrund von Alter, weißt du, so all die Sachen, die du irgendwie vom Ausgesehen hier leben kannst. Ja. Ich fand, das weißt du doch viel dran. Leider, ja. Also, bei mir ist nicht unbedingt mit einem Tattoo, aber bei mir halt in der Wesen, es könnte kein Land finden zu gucken, weil hier nicht an Tattoo, Piercingen, Tunnelen, auch teilweise für die Haare, wenn ich nicht hier bin, es sind dann jeden Runden, auch mit für die Haare, aber die Leute gucken natürlich, muss ich ehrlich so mehr auf hier, und das ist auch ein bisschen wie farbig, aber sie gucken aber trotzdem. Und dann, ich mir kein Blicker, muss ich ehrlich sagen, und das schürt mich ging bald und wäre aber ein bisschen Männer, ich weiß es nicht. Wie ist man so an Body Modifications? Weil du hast also schon noch Piercingen, du hast auch Piercingen und du hast noch Tunnelen. Was sind denn Gründe für so Body Modifications? Also Piercingen und meine Tunnelen waren mein Grund. Ich bin kein großer Mensch, der Schmuck trägt. Ich habe süß eine Kette. Und ich mit meiner besten Freundin zusammen. Und Piercingen sind für mich, also schon Piercingen, die gesagt haben, andere gesagt nicht. Und weil ich es flott fand, und weil ich damit lang wollte. Und ja, meine Tunnelen, die ich schon seit über 10 Jahren und war einfach so, wieso soll ich Ohrring kaufen, wenn ich sie nicht drohen? Und dann kann ich mir auch Tunnelen machen. Und das fand ich einfach viel mehr flott. Und ja, also mit Piercingen habe ich wirklich keine emotionale Bindung. Das ist wirklich, weil ich mir so, das fand ich flott und das will ich auch, wenn man natürlich passt. Also ich ging mal okay Piercing mal, wo ich dann nur so, nee, ich will 6 Euro bezahlen, dann steht mir wie überhaupt nicht. Und ja, aber bei dir? Ja, tatsächlich auch so ästhetisch drin, dass ich immer schön fand. Und ich finde zum Beispiel mein erstes Piercing am Gesicht recht mit 22 oder so an der Nuss gemäht, Okay. weil ich wusste, dass meine Eltern das nicht gut gingen fanden. Und da so die Stimme von meinen Eltern immer in meinem Kopf hören. Und es hat ja bis Anfang 20 da gedauert, bis dass ich mich dann konnte emanzipieren aus der Stimme sozusagen. Okay. Ja, und ich habe mit einem Kollegen geschaut, den so, dass hin ist auch voll tätowiert und das hin bei anderen Leuten Tattooen, dass das so ein weiteren ästhetischer Faktor ist, von welcher Leute gesagt, mir das dann ging, mehr aufpassen, ob
Piercingen die anderen Leute tun oder so, weil das irgendwie interessant finde, weil das ja was man permanent ist. Mir gleichzeitig würde vielleicht mehr so den Schmuckfaktor von während den Tattoo so ein Teil von deiner Haut geht und dann irgendwie so ein Teil von dir geht oder hin auch so, dass hin sein ganz farbiges Tattoo am von Gwen so wohl hält, weißt du? So hat mein Freund doch schon. Ja. Und ich merke doch bei mir, dass ich die Tattoo, die schon lange haben, am von Gwen merken. Und dann ist da echt so etwas, was drauf gesagt ist. Irgendwie natürlich ein interessanten Aspekt von wie auch unterschiedliche Arten von, weißt du, dein Körper verändert, ob Leute wirken, weißt du? Ja, also ich kann das auf einer Seite schon verstehen, weil Piercingen sind aber trotzdem nicht mehr wie Schmuck, wenn du so guckst, weil du sollst schon für ein Piercing, kann ich ihn rausholen, wenn ich keinen Bock mehr habe, kann ich wechseln, wenn ich in einer Farbe will. Beim Tattoo geht das nicht. Ein Tattoo hat den, aber wenn ich sich wirklich so dezidiert, nicht mit zu wollen, muss ich eine Karre immer was lasern lassen. Ja. Und auch nicht immer die beste Prozedur ist, oder dass ich ein Tattoo drüber, falls das möglich ist, weil mein Freund hat doch einen ganz schönen Tattoo mit 15 ein machen gelassen, sein ersten. Und das war, ja, da waren zwei Bilds noch ganz am Trend. Und die sind extrem tief gestacht gehen, so ein Tätowierer. Ich kann den Noten auf der Rätsel Schiller oben, wo sich dann dazu dezidiert wird, eben alles voll zu machen. So ein Tätowierer. Ich kann da nicht drüber machen. Ich muss bei den anderen dran machen. Und all Chaos fand ich gesehen, dass er Knast-Tattoo für mich. Das ist wirklich gar nicht schön. Aber hier so eben so, ja, aber ich habe den eben machen gelassen für 15 Jahre und ihn bleibt eben bei mir. Und hier steuert sich überhaupt nicht. Und ich fand die ganz witzig. Ja, weil die Milchleute, mit denen ich geschwärzt habe, so auch, dass sie sich den Tattoo nicht wasch machen gehen lassen. Weil es ja aber irgendwie so ein Teil von dir und deiner Geschichte ist. Genau, ja. Und sogar so Jugendsinnen, die so ein bisschen in Richtung auch so Cultural Appropriation gehen oder so, weißt du, wo so am Anfang nicht ganz passt. Ja. Wo vielleicht, also es gibt auch Leute, die dann so Cover-Up machen, also irgendetwas drüber machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich irgendwann keinen Platz mehr in meinen Beinen habe, dass ich gegen Sachen mit denen vermischen oder so. Dass ihr aber trotzdem irgendwie ein Teil von dir auch den Juren sind. Eben, dafür. Ich fand, das tut auch viel mal so dein eigene Körper unholen zu denen. Also das ist zum Beispiel für mich auch noch ein so ein wichtiger Aspekt, auf jeden Fall, für was ich Tattooen habe, dass ich das Gefühl habe, auf den Plätzen, wo ich tätowiert bin, erobere ich mal irgendwie ein Stück von meinem Körper im Zweck. Und hun ein positiv, egal ob wie ich den Tattoo fand oder egal wie auch die Begegnung mit der Tätowiererin oder die Erinnerungen, die da drin stehen, dadurch, dass ich mal da ein Tattoo gemäht habe und die Platz irgendwie so sichtbar gemäht habe, für mich oder für andere Leute, denen es wie sichtbar die Platz ist, also für mich auch irgendwie so mega bestärkend. Und auch wenn ich heinst du Schwierigkeiten mit verschiedenen von den Tattooen, die ich schon okay erstmal zu sagen, das ist okay, so wie es ist. Also auch um so eine Art und Weise für meinen Körper umzuholen. Und ich merke auch, dass durch das ich Tattooen habe, ich mich besser um meine Haut kümmern zum Beispiel, dass ich mich mehr cremen und so, dass ich meine Beine, meine Arme, wo ich tätowiert bin, irgendwie mehr Aufmerksamkeit schenken. Und das fand ich irgendwie für mich so ein schönen Teil und tätowiert sind, mal wirklich Gedanken zu machen, wie kann ich meinen Körper mehr schön machen, habe ich das Woche mir schon angecremt und ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da mal etwas aufhängen. Also das ist für mich eine Motivation, für auch weiter nach mehr Tattooen zu kriegen. Also für mich als eine Motivation, ich sollte mal von Anfang an, ich will unheimlich gerne mein Bein voll tätowiert tun. Und wo ich den von meinem Mobball fertig schon gucken, ist dann immer so da fehlen da wohl nur noch pur. Und natürlich muss man doch lichten können. Ich meine, ich weiß, dass das nicht billig ist. Mir da so für mich eine Motivation, dass wenn ich mein Bein, also wenn ich raufgucke und ich sehe mein Bein, dass ich halt manchmal mehr froh wäre, wenn ich ein bisschen mehr Vorfreude habe, wie wenn ich die Plackschweißbeine gesehen. Ja. Von sich selber schäfern, ob andere Personen schäfern. Spielt für dich eine Rolle, wenn andere Personen tätowiert sind? Findest du Personen, die tätowiert sind, mich schön? Oder gibt es irgendwie, verändert sich
wie soll so eine Unzähhung zu Leid, egal ob das lo freundschaftlich oder romantisch ist, durch Tatuen? Bei mir überhaupt nicht. Also auch wenn mein Freund voll tätowiert ist, mein Freund für den Rund, mit dem ich knapp sie jetzt zusammen war, den hat überhaupt kein Tattoo. Der war auch nicht wirklich du gains, aber war auch nicht wirklich du hier. Und also ich fand immens flott. Ich gucke noch gerne Leute und ich so immer so, den du hast wirklich immens flott tätowiert. Ich fand wirklich ästhetisch wunderschön, weil natürlich auch schön Tattoo sie, wenn alles bei Nepas, fand ich immens flott. Oder auch ein bisschen mehr witziges Motiv, fand ich auch wirklich flott anzugucken. Aber bei mir changiert das nicht, ob ich die Person unzähhend fand oder nicht. Das ist bei mir persönlich schon mal. Aber ich kriege aber schon ganz oft mit durch meinen Freund, dass es Leute gehen, die halt ganz anders denken, die wirklich darauf fixiert sind, eine romantische Beziehung mit einem Tätowierten zu haben. Und da kriege ich schon ganz oft mit, weil ich ja auch mal mitkriege, dass mein Freund mal ein paar Messagen kriegt, alle denken, Tattoo sind einfach da so schön und no. Ja, also es sind Leute, die fixieren sich für mich persönlich zu viel darauf am Platz, die Person kennenzulernen, effektiv. Und aber natürlich fand ich meinen Freund immens unzählen. Also ich meine, ich fand doch immens flott, dass voll tätowiert das. Aber ich wäre auch definitiv mit dem zusammen geblieben, wenn er sich nicht dazu dezidiert hat, die ganze Tattoo zu machen. Also bei mir als das, also ich gucke effektiv nur der Person, wie ich mich mit der Person fühle, wie viel Tattoo das lo hat. Aber wie ist es bei dir? Ambivalent ging ich so. Okay. Also ich ging nicht eine Person daten, weil sie Tattooen oder kein Tattooen hat. Aber das ist schon so, dass ich gewissen Tattooen immer schön fand, zum Beispiel, wenn eine Person ein schönes Sleeve hat, also so einen ganzen Arm irgendwie voll tätowiert, wo ich schon merke, dass ich irgendwie, dass ich die Person ästhetisch mehr unzählen fand dann. Aber ich meine, was für allem eine Rolle spielt, also eine emotionale Ebene, dass in irgendwie dadurch sich Geschichten erzählen kann, von wie die Tattoos entstanden sind und so irgendwie die Person kann lernen und von sich selber kann etwas erzählen. Und aber auch, dass ihn irgendwie nur vollziehen kann, für wer den ein Tattoo möchte. So, was das Gefühl an drin ist, was die Erfahrung an drin ist, aber was die bescheuerte Art von, eine Freundin von mir wurde Bungee-Jumping genannt, als für bei ihr den zu gehen, den es da a priori nicht unbedingt kann, sind Tätowierer oder eine Tätowiererin, und wusste nicht, wie du nur den Tattoo ausgesagt und das für immer quasi ist, dass ihr schon auch so ein bisschen so ein, so eine aufregende Geschichte oder so. Und also ich meine, für mich wäre es schwierig, wenn man einer Person zusammen zu sehen, die überhaupt nicht kein verstehen, für was ich selbst mache. Ja. Kann ich noch vollziehen. Oder die mal die ganze Zeit ging so, und dass sie das aber nicht schön finden oder dass ich kein neuen Tattoo soll kriegen oder so, weil ja, schon dann manchmal das Gefühl, ich ging daheim wohnen. Ja. Weißt du, so, also mein erstes Tattoo habe ich effektiv mit meiner Mama zusammen gemäht. Das heißt, das war relativ einfach so, weil sie hat auch ein Tattoo und schon mal halt das selbst, wie sie heute tätowieren gelöst ist, 25 Jahre spät in einem Fuß. Das heißt, war schon so aufgesegnet von meiner Mama und keine Rebellion. Aber ich merke trotzdem, wenn ich ein neues Tattoo kriege, jugiert sie ihn, guckt es schon an. Und dann so, ja, aber du hast aber schon so viel, mal aber kein Nein. Und ich denke, wenn deine Person wäre, mit der ich etwas hatte oder mit der ich zusammen wäre, die auch so gegen reagieren, kann ich nicht besonders gut damit umgehen. Ja, kann ich effektiv nur verzeihen. Also eine Freundin von mir war leider viel zu viel lang mit seiner Person zusammen. Also am Laufe der Beziehung hat es da pur Mache gelöst und so, da war, da will ich auch gerne auch da, hab's Klanges und da. Und hier war leider komplett dagegen. Und ja, heens da möchte ich verschiedene Sachen, wo ich will, aber nicht, weil dann der Partner nicht will. Und das war leider relativ lang so gegangen. Mittlerweile hat er aber schon seit über einem Jahr einen neuen Freund und hat das unheimlich glücklich, dass es kann wirklich die Tattoo machen, wo es will. Es kann man sich selber eben machen, was es will, weil ihn das komplett supportet und wirklich gut nicht dazu sieht und hat auch seinen ganzen riesen Sleeve schon praktisch voll tätowiert. Wirklich genau das, was es auch wollte, schon so lang. Und es merkt den einfach
hat das ganz anders an der Beziehung, wie an der Beziehung für drin, weil es einfach wirklich das machen, der was es will, aber wo es wirklich Lust drauf hat. Also schon, das hat eine große Bedeutung, wenn dein Partner wirklich sieht, so, ich supporten dich, egal bei was. Also meine Freunde und ich, wir hatten an all den Jahren noch schon ganz viele Situationen, wo man so fanden ich vielleicht nicht so cool, nee, ich stehe da an, du musst das. So. Und ja, ich fand das immens wichtig. Egal ob Tattoos oder irgendwo anders. Ja, weil transportiert du ja aber ein bisschen auch etwas, was an einem dran aus einer Bausen. Aber wenn das, was ihn dann rausdreht, quasi der Person, die so nur in einem drin ist, nicht gefällt, ist das schon auch schwierig, fand ich. Und ich habe mir noch an die Mischleute, mit denen ich geschwärzt habe, die tätowiert sind oder viel Tattooen haben aber auch gesagt, also wenn wir so von Unzählung geschwärzt haben, dass sie aber auch flott fanden, witzigerweise, jeder hat mir das gezählt, mit einer Person zusammen zu sein, die überhaupt nicht tätowiert ist. Und so quasi die plackige Haut von der anderen Person zu holen oder so. Und eine kleine Teil von ihnen, denen sich gedurcht hat, den Zug, den ist bei mir aufgefahren. Effektiv, ja. Aber da kann ich nicht so viel dazu sagen, weil ich ja mit meinem Freund zusammengekommen, du hattest schon ein Tattoo. Ich hatte gar nicht. Der hier war sich dann mit mehr zusammengekommen, mit meiner plagischer Haut. So und ich weiß, also ich weiß von nur von Guten, hier von Tattoo niemand flott, das ging sich ja nicht selber machen. Und natürlich schon den am Anfang bedenken, wenn den dann bei tätowiert Frau steht, die selber mega flott findet. Oder wenn so, willen da nicht, dass ich aber lieber so ausgesehen und so. Es war am Anfang, boah, ich war auch extrem jung, ich war recht 17, wo ich mit Thema zusammengekommen bin. Und da müssen sich viel mehr Gedanken wie mit 26. Und ja, also ich müsste hier nicht frohen, das so tun, sich noch nie so, ob hier nicht komisch oder witzig oder interessant fand, dass ich gar nicht auf der Haut hatte und hier nicht schon so viel. Ja. Ja. Noch ein Last froh, hundisch und dich. Ja. Weil, lo mal geschwart hun, tut ja auch, also Tattooen hu ja schon noch irgendwie etwas mit Identität zu denen oder ein Teil von sich selber ausdrücken. Und dann hab ich mich gefragt, konsiderierst du dich als tätowierte Person? Ich ging mit meinen 3 kleinen Tattoos nicht unbedingt so ein lang tätowierte Person. Aber vielleicht, weil ich auch, vielleicht sind ich einfach ein bisschen mehr kritisch da dran. Also, ich ging mal nicht ein kleines Tattoo machen und so und direkt so, ich bin tätowiert, ich bin eine tätowierte Person. Oder es gibt auch extrem viele Leute, die sich dann an Social Media Profil schreiben, so, ich bin tätowiert. Inkt. Ja, und ich persönlich nie verstanden, weil meine Tattoos halt für mich sind und nicht für die anderen Leute. Also, ich stehe nicht am Sommer Top an Short und nicht mehr für das Leute meine Tattoos gesehen. Das meine ich nicht. Und, also, ich persönlich nicht. Mein Freund kann dann echt so, ja. Er kann ihn doch schlecht verstoppen. Mehr, ich meine, da sind die Leute alle gut unterschiedlich, meiner Meinung nach. Also, das ist nur meine persönliche Meinung. Aber wie gesagt, bei dir aus? Es stimmt dazu, dass ich denke, dass es genauso viel Leid wie es gehen, genauso viel Gründe gehen für Tattooen zu haben, aber genauso einfach unterschiedliche Perzeptionen von sich selber. Ich ging mich als Person mit Tattoo beschreiben. Witzigerweise ist mir aber aufgefallen, dass die Perzeption von den anderen Leuten mein Selbstbild durch verändert. Nämlich seit letztem Jahr, wo ich auch mehr große Tattooen auf meinen Arm habe. Okay. Weil für drin hatte ich die allermeist oder schon noch nicht mal die allermeast und die Beine an die Seitebeine. Für allem schon oft einfach lang Boxen und wo ich mir dann den großen Tattoo um Arm mache gelassen, also noch einen zweiten um Arm, und andere Leute, die gesehen, effektiv, ist mir aufgefallen, die Leute fühlen mich nur als ein, entre guillemets, tätowierte Person vor. Okay. Und während für drin wirklich wenig Leute mich drauf angeschwärzt haben, schwätzen mich nur mehr Leute drauf an. Und das ist irgendwie spannend, wie sie das Bild von Bausen, mein Bild von Bonne verändert. Und ich gleichzeitig auch mal dann überlegen, will ich darauf angeschwärzt gehen, will ich das, wisst ihr so, das ist aber meine Story haben drin, will ich auch jeder die Story auch erzählen, nee, am Anfang nicht. Und
Ja, voilà. Ich habe schon ziemlich viel von meiner Tattoo-Story gezählt. Und ich hoffe, Lin, du hast es spannend fand. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, Ding-Storien zu hören. Marcin, froh, dass ich ein bisschen drüber erzählen konnte. Aber da so nicht merci, dass da alle genug gelauscht hat. Und lookend nach einer Rubrik. Ist das normal? Ist das normal? Ist das normal? Ist das normal, keinen Orgasmus können zu haben? Ja. Ich wiederholen. Ja. Mit dir ist alles normal. Dass man Druck verspüren beim Sex muss einen Orgasmus zu haben, leidet für allem unter immens genitalzentrierter, an Orgasmus fixierter Pop- und Pornokultur. Wir kriegen Beibrüste, Filme, Bücher, pornografische Material, das Sex gleich Penetration ist. Und das gute Sex gleich Orgasmus ist. Das immens genital an Orgasmus fixiert wie baut enormen Druck ab. So viel Druck, dass verschiedene Leute mal keinen Orgasmus mehr können haben, weil sie bewusst oder auch unbewusst verspüren, dass sie müssen oder sollen. Beim Sex muss sie also keinen Orgasmus haben, für das es guten, intimen und erfüllenden Sex ist. Es geht nicht um Ziel, mit dem Weh als Ziel. Also eine nice Zeit zu haben, während ihr Sex wird. Beziehungsweise Ziel für Sexualität ist Lust, der Plaisir und schöne Momente. Anders ausgedrückt, den Orgasmus ist vielleicht Weltglasur Kuch. Aber wenn der Kuch geil ist, braucht ihn auch nicht unbedingt eine Glasur. Woher ist aber auch, dass es einen sogenannten Orgasm Gap gibt. Das heißt, dass Frauen, vor allem heterosexuelle Frauen, statistisch am meisten Plaisir während dem Sex verspüren. Ich werde für allem allgemein über Orgasmus-Schwierigkeiten schwätzen und heinst du mehr spezifisch etwas über Personen mit Vulva sagen. Wenn da mehr zu Erektionsschwierigkeiten beim Penis gewürfelt gehen, lauscht gern dem Eli sing letzte Rubrik dazu. Wenn ihn aber gern einen Orgasmus hat, lohnt es sich herauszufinden, für was er keinen hört oder kann kriegen. Sowohl lang wie auch mit einer anderen Person. Orgasmus wird viel mit Entspannung zu tun, also auch psychologischer Entspannung an sich fallen lassen können. Es gibt viel Gründe an einem selber oder an einer Beziehung, für was den das vielleicht nicht gut kann. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass Orgasmus echt etwas ist, was den zulassen muss, und nicht etwas, was den kontrollieren kann. Hier ein paar Tipps, was kann helfen. Erstens, sich Zeit lassen, und keinen Druck machen. Wie gesagt, ganz viele Personen haben zum Beispiel das Gefühl, dass sie zu lange brauchen, für erregt zu sein oder einen Orgasmus zu kriegen. Und allein das Gefühl können so stressen, dass sie immens lang braucht, für sich zu entspannen. Zweitens, über die eigenen Unsicherheiten, Gefühle und Bedürfnisse schwatzen. An oder der andere Person weisen, was sich gut fühlt. Es kann ihn noch kooperieren, also zum Beispiel, dass ihn sich selber upackt, während der Partner oder die Partnerin etwas ernst mischt oder berät. Drittens, sich mit Anatomie auskennen. Guckt ihr einmal die eigene Klitoris oder die von ihrer Partnerperson an. Fand heraus, wie es nur der Klitoris spitzt, auch Kitzler genannt, bannen an der Vulva weitergeht. Berät die Klitoris an die Vulva und guckt, was sich wo, wie nie gut fühlt. Die meisten Personen mit einer Vulva können zum Beispiel nicht allein durch Penetration kommen, aber brauchen Stimulation von außen oder beim Vaginaleingang. Viertens, Gehirn ist das größte Sexualorgan. Dafür kann es helfen, mit der Person, mit der Sex wird, Fantasien zu teilen, ehrlich mit ihnen zu sein und zu gucken, was die wirklich untörnt. Apropos untörnen. Unser sexuelles System funktioniert nur zwei unterschiedlichen Mechanismen. Das nennt sich auch noch Dual Control Model of Sexual Response. Also circa übersagt den doppelte Kontrollmodell für sexuelle Reaktion. Das klingt kompliziert, ist aber am Anfang ganz einfach. Wir haben Gaspedalen und Bremsen. Und die sind bei allen Leuten ein bisschen unterschiedlich. Gaspedale können Sachen sein, die ihr gesagt, hört, riecht, fühlt, sowohl physisch wie auch emotional, schmacht, denkt oder sich vorstellt. Und die machen, dass Gehirn im Körper sieht, turn on. Bremsen können unterschiedlich sein. Einerseits geht das Bremspedal beim Fuß.
Da hat sie Sachen, vor allem externen Sachen, die nicht passen, aber wo das Gehirn dem Körper direkt signalisiert, Stopp! Wie zum Beispiel, wenn eine Person ans Zimmer kommt, während ihr gerade Sex hat, oder wenn ihr zufällig aber kein Kondom hat. Da geht es dann noch die Handbremse. Das sind echte interne Ängste. Wenn man eine Handbremse die gezogen ist, kann ihn dort zwar lass fahren, aber das mehr anstrengend und dauert. Die Bremse kann zum Beispiel sein, dass ihn sich gerade nicht wohlfühlt oder nicht sicher oder in Angst hat, dass ihn zu lang braucht oder auch nicht kommen kann. Du kannst ja für dich kurz überlegen, was so den Bremsen und den Gaspedalen sind. Und wie sensibel sie sind. Zum Beispiel also das so, dass bei verschiedenen Leuten Bremsen immens sensibel sind und dass hier Lust sehr fortgeht, wenn es nicht passt. Bei anderen Leuten ist es so, dass hier das Gaspedal nicht so mega sensibel ist und so lang brauchen, bis das so angeturnt sind. Das Allerwichtigste zu verstehen ist, dass das zwei unterschiedliche Systeme sind. Das heißt, wir müssen nicht süß auf das Gas drücken, mehr auch als Bremsen können lassen. Wenn du mehr dazu willst gewusst gehen, kannst du das am Buch Come As You Are von Emily Nagoski lesen. Das ist allgemein ein guter Lesetipp für alle Personen, die das Thema von Haut interessiert. Wir haben uns durch unsere eigene Masturbationsbiografie, mehr auch Sexgeschichte, gewinnt, wie wir kommen oder auch nicht kommen. Das heißt, Sex und Sexualität ist ein Übungsprozess. Und wir lernen die ganze Zeit und uns ganz lang neue Sachen dabei. Zum Beispiel ist es für Leute mit einer Vulva oft so, dass Orgasmus mit physischer Anspannung zu tun hat. Und es muss recht lernen, einen Orgasmus zu haben, ohne Anspannung. Dass Sex und Sexualität ein Übungsprozess ist, heißt auch, dass es kein richtig oder falsch gibt oder müssen und nicht müssen. Ein gut Sexleben hat ihr, wenn ihr denkt, dass ihr ein gut Sexleben hat. Und nicht, wenn ihr besonders viel Orgasmen hat. Macht das, weil ihr euch Plaisir möchtet, und dann macht das sowieso schon alles richtig. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Dann schreib uns auf sax@ara.lu. Er Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS gibt alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.